Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Folge hier auf meinem Podcast. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche gehabt, beziehungsweise auch ein schönes Wochenende. Seit dem letzten Mittwoch ist ja schon wieder 7 Tage vergangen. Und was soll ich sagen? Bei mir ist nicht so viel gegangen, beziehungsweise, nein, bei mir eben, geht oben nicht so viel, was ja auch gut ist auf der einen Seite. Aber ich muss sagen, ich genieße es eigentlich wirklich, dass ich nicht so viel Stress habe wie früher, beziehungsweise in meinem langjährigen Job. Wer es nicht weiss, ich habe sehr, sehr lange in einem Bürobetrieb gearbeitet, Callcenter. Ja, ist es in dem Sinn auch schon fast. Also man hat in dem Sinn dort auch beim Geschäft nie gern gehört, dass es ein Callcenter ist. Ja, dort bist du halt schon immer auf Stress gesehen, beziehungsweise auf 180. Ob es ist, weil die Kunden irgendwie Anfrage hatten, ob du irgendwie wieder nicht nachher bist gekommen mit deiner Arbeit etc. Aber das ist schon lange her und wie gesagt, ich genieße in dem Sinne das Leben wie jetzt, dass ich auch von mir aus sagen kann, hey, jetzt brauche ich einen Cut, jetzt brauche ich eine Pause und mir die in dem Sinne auch gönnen kann. Was ist bei mir gegangen? Ich habe wieder mal, nebst Orange is the New Black, habe ich wieder mal andere Serien ein bisschen weiter geschaut. Und zwar folgende: The Bear von Fox, also von Disney. Auf Disney Plus kann man das schauen. Von dem wir sagen Disney Channel, sorry. Auf jeden Fall auf Disney Plus kann man das schauen. Ist, glaube ich, eine Hulu-Serie auch. Also auf Hulu ist es auch zuerst gelaufen. Was erzählt in dem Sinn die Geschichte von Bear? Also um was geht es dort in dem Sinn? Es erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, der ein sehr, sehr guter Koch ist und in einem etablierten Restaurant hat gearbeitet. Dann aber zurück auf Chicago kommt, aufgrund vom Versterben von seinem Bruder, wenn man so sagen will, weil er in dem Sinn durch das Restaurant hat geführt und sein Bruder eben von dem etablierten Restaurant, also eben er da, der Carmi wird er ja, glaube ich, genannt, kommt eben wieder zurück, für eben dem sein Restaurant weiterzuführen. Der Unterschied ist halt, dass er von einem etablierten Restaurant, also da reden wir irgendwie von einem Restaurant mit dreckiger Dauer. Wer zum Beispiel jetzt meinen Videocast schaut, der sieht auch hier auf dem Poster, dass hier mehr eben so Sachen benutzt werden für dreckige Dauer, weder von sattmachender Dauer. Im Vergleich eben zum Restaurant, wo sein Bruder hat geleitet bis zu seinem Absterben, wo mehr ein Sandwichbude ist, so à la, ja, muss man fast sagen, wie Subway. Halt wirklich nicht gerade so top in Schuss gehalten. Und jeder Mitarbeiter denkt natürlich als erstes, ja, was will jetzt der da? Es ist auf jeden Fall sehr spannend, eben halt die Zwickmühle, die er hier an den Tag legt zwischen ich bin in einem etablierten Restaurant gesehen und möchte in dem Sinn so die Hierarchie auch in der Küche weiterhin führen, wie jetzt hier im Restaurant von meinem Bruder. Es ist auf jeden Fall spannend, ich bin noch nicht so weit, ich bin leider noch nicht so weit, dass eben Orange is the New Black hat mich da schon wieder sehr eingenommen. Aber ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir die Serie sehr, auch vom Storytelling her wirklich sehr stark erzählt. Figuren sehr stark erzählt. Und natürlich auch von der Aufnahme, also von den Shots her wirklich genial. Dann hast du wieder noch einen Shot direkt auf Gesicht, dann wieder aufgerichtet. Dann plötzlich hast du mehr Farbe, dann wieder eher kahl. Also es ist wirklich eine Serie, die müsste nicht geben. Hat, glaube ich, inzwischen auch schon Preise gewonnen, soweit mir ist. Auf jeden Fall The Bear, wirklich eine Empfehlung wert von mir. Was ist noch gegangen? Ich habe heute zum Beispiel gerade wieder 20 Minuten gelesen, auch jetzt gerade habe ich 20 Minuten gelesen. Und da ist folgender Artikel drin. Ausgerechnet die Erdspritze krempeln Lebensmittelindustrie um. Also Ozempic und Wegovy ist, glaube ich, inzwischen mehr oder weniger im Volk bekannt. Also da wissen inzwischen mehr Leute Bescheid, mit diesen Spritzen gemeint ist. Und ich muss sagen, ich persönlich bin da wirklich vorsichtig. Also klar kann man sagen, ja, es ist ein einfacherer Weg, wenn irgendeine Operation, ja, wie ein Magenbypass. Es hat ja in dem Sinne damit angefangen, dass Ozempic als
Diabetik-Medikament auf den Markt ist gekommen, wo man dann plötzlich hat gemerkt, oh, ja, da nimmt man ab. Und dann haben plötzlich prominente Leute, wie Kardashians und so, ich glaube, ich habe auch schon mal über die Spritze geredet, auf jeden Fall eben darüber berichtet. Und dann haben natürlich Fan-Leute nachgemacht, ihre Berichte erzählt auf Social Media und das ist jetzt natürlich ein Hype. Was natürlich dort eben das Problem ist, dass man dann plötzlich Leute, die Diabetes haben, die Spritzen nicht weggenommen. Also da haben Leute plötzlich keine Spritze mehr bekommen auf ein Medikament, wo sie darauf angewiesen sind. Die müssen sich in dem Sinne das so vorstellen, dass ihr zum Beispiel, je nachdem, ein Medikament habt, das lebenswichtig ist für euch und plötzlich heisst, ja, das Medikament, sagen wir irgendwie, ein Medikament für Depressionen, wo plötzlich heisst, hey, das Medikament führt zu besserer Konzentration. Und dann ist es plötzlich ausverkauft, weil Studentinnen und Studenten das plötzlich kaufen, weil sie eine bessere Konzentration in der Uni brauchen. Also ist jetzt nur ein Beispiel. Don't judge me. Also es ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Oh, jetzt fange ich auch an mit dem Englisch. Eben, mein Stiefbär, der hat ja Diabetes gehabt, der hat Insulin gebraucht, Insulinspritze gebraucht. Und ich bin einfach froh, hat er in dem Sinne nicht Ozempic gehabt, beziehungsweise eben, dass zu so etwas wäre gekommen, dass man plötzlich gesagt hat, hey, da ist plötzlich alles weg. Was machen wir jetzt? Jetzt wird es gefährlich. Das ist einfach so das Ding. Und eben jetzt hat man Wegovy noch gebraucht, genau von der gleichen Firma, wo eben jetzt verschreibungspflichtig, ich glaube verschreibungspflichtig auf jeden Fall, eben auf den Markt ist gekommen, für nebst Ozempic ein Medikament zu bringen, wir müssen von Medikamenten reden, wo eben nachher wirklich für Zielpersonen ist oder Zielgruppen, Leute, die abnehmen wollen. Das Problem, das ich hier sehe, ist, dass es inzwischen sehr viele schwarze Schafe auch in der Medizin gibt, in Form von, dass sie sich gerne etwas dazu verdienen. Es hat auch schon gewisse Berichte darüber gegeben, die einfach damit werben, hey, schau, für einen gewissen Betrag stelle ich dir ein Zeugnis aus, dass du in dem Sinne in die Apotheke kannst und dann dir die Spritze kannst holen. Oder du zahlst mir irgendwie eine gewisse Gage, für das ich dir direkt die Lolo zuschicken. Und das finde ich einfach gefährlich. Das finde ich wirklich gefährlich. Aber ja, so ist es halt. Ich glaube, seit wir denken können, ist die Menschheit so getrimmt, dass sobald sie irgendwo das grosse Geld schmeckt, dass sie je nachdem selten bis nie Nein sagt. Das hat man dann zumal schon in der Pandemie gemerkt, wie viel dort plötzlich angefangen mit Hamstern und dann das Zeug verkaufen im Internet oder wie viel das irgendwie plötzlich einer auf Importeur gemacht und da Masken en masse importieren und dadurch ein gutes Geschäft gemacht, ein sehr gutes Geschäft gemacht. Klar, je nachdem auch noch sie drauf bleiben hocken. Aber ich glaube, wie gesagt, eben dort, wo Leute ein grosses Geschäft schmecken, dort sagen die wenigsten Nein. Und das finde ich in dem Sinn wirklich schade. Aber worum geht es in dem Sinn hier bei diesem Bericht? Es geht darum, dass man sagt, in der Lebensmittelindustrie haben wir noch sehr viele Produkte, die viel Zucker, viel Fett enthalten. Und für das man in dem Sinn da jetzt nicht plötzlich Verlust macht, weil Wegovy ist ja in dem Sinn, dass man sich, gesättigt fühlt. Ich glaube, vor allem für das ist Wegovy da. Nicht wirklich fürs Fettverbrennen, aber für das man sich in dem Sinn schneller sättigt fühlt. Und das Ding ist natürlich mit dem sättigen Fühlen, du isst schnell weniger. Heisst natürlich, du kaufst weniger. Heisst natürlich, Markenprodukt oder eben auf jeden Fall so Unilever-Schrott verdient weniger. Das ist einfach so. Klar, auch natürlich regionale Leute verdienen natürlich da auch weniger, wie zum Beispiel Bäckereien oder auch, ja gut, Metzger, die verkaufen jetzt weniger schnell wie im Bissen, aber Bäckereien natürlich schon, wie Sandwich, wie Nussgipfel, also irgendwie auch die Pastisserie auch. Das würde in dem Sinne wegfallen, weil man plötzlich da halt nicht mehr die Kundschaft hat wie früher, wo da kommt einkaufen mit so, ungesunden Sachen. Das ist natürlich jetzt das, was die Lebensmittelindustrie anfängt zu rattern. Okay, wie können wir es machen? Und ehrlich gesagt, das ist jetzt meine eigene Meinung,
Wenn sie natürlich jetzt damit kommen, dass sie zuletzt halt weniger Zucker, gleich halt mehr Süßstoff drin. Zum Beispiel eben Sucralose ist ja in Ketchup Light zum Beispiel. Sucralose, glaube ich. Auf jeden Fall ist das ein Süßstoff, der zum Beispiel im Ketchup ist. Dort vergessen viele Leute, dass man damit nicht kochen darf. Also wenn du zum Beispiel denkst, hey, jetzt mariniere ich hier etwas, ist das nicht gut, wenn du damit nachher kochst. Auf jeden Fall, wenn der Inhaltsstoff, das Süßungsmittel erhitzt wird, kann es krebserregende Stoffe entwickeln. Das ist einfach dort das Ding. Genau das Gleiche ist natürlich auch mit dem Stoff, der ist auch in Proteinpulver zum Beispiel enthalten. Dort werben natürlich auch viel damit, hey, mit diesem Proteinpulver oder was auch immer, kannst du in dem Sinn ohne weiteres backen. Nein, würde ich nicht machen. Also sagen wir zum Beispiel, du hast auch Sucralose als Süßungsmittel direkt, sagst, okay, ich tue es irgendwo in Kaffee rein. Klar, ist auch schon ein bisschen wärmer. Nur erhitzt du nicht direkt so, wie eben auf einem Grill oder in der Pfanne oder in einem Backofen. Das nicht, weil ich glaube, Kaffee, klar, der ist warm. Vielleicht irre ich mich auch da, aber ich würde es jetzt zum Beispiel Quark, also in eine Torte vielleicht würde ich es rein tun, für vielleicht Torte zu süssen. Das ist etwas anderes. Aber sobald natürlich das Mittel, weil wir reden hier von einem Süßungsmittel, zu fest erhitzt wird, dann wird es gefährlich. Dann wird es eben gefährlich. Und wenn man jetzt natürlich da plötzlich mit diesen Lebensmitteln damit kommt und dort eben alles plötzlich mit Süßungsmitteln aufwertet, dann wird es wirklich kritisch. Weil man weiss, dass bei Süßungsmitteln immer der Effekt auch entsteht, also super natürlich für Leute, die Diabetes haben, für dass sie in dem Sinne auch etwas Süßes essen können. Aber das Problem ist natürlich bei den Süßungsmitteln, dass der Körper merkt, oh, da ist etwas Süßes und automatisch nachher tut Insulin produzieren bzw. nachher auch ausschütten. Und das Ding ist natürlich, wenn Insulin ausgeschüttet wird, aber da dementsprechend nichts ist, was abbaubar ist, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Dann wird es dementsprechend wirklich schwierig. Also ich schaue grundsätzlich wirklich darauf, dass ich Lebensmittel konsumiere, wo keine Süßungsmittel drin sind, wo auch kein Zucker mehr drin ist, also auf jeden Fall nicht zu hoher Zuckeranteil, ganz klar. Klar, du kannst es nicht überall vermeiden, dementsprechend, dass du Lebensmittel konsumierst, wo kein Zucker drin ist, weil halt die Industrie so viel Lebensmittel inzwischen produziert, wo eben solches drin ist. Bei mir selber ist es inzwischen so, dass ich mein Morgen grundsätzlich auch komplett habe umgesattelt. Klar ist es sicher, dass ich immer noch gepökeltes Salz zu mir nehme, Truthahnfleisch, das ich nehme. Vorher habe ich rotes Fleisch zu mir genommen, also so Trockenmöckli, so à la Bündnerfleisch auch. Also eben Bündnerfleisch oder eben Trockenmöckli. Und das habe ich aufgegeben. Da habe ich jetzt eben angefangen mit Truthahnfleisch, was natürlich auch nicht gut ist. Weil das gepökelte Salz wird in dem Truthahn oder dem Fleisch beigemischt, für das es erst die rosarote Farbe bekommt. Weil man das anscheinend als Kunde verlangt. Gemäss der Migros. Also gemäss Aussage von der Migros erwarten eben Kunden, dass rotes Fleisch ist, deswegen macht man das so. Aber die Werte gemäss der Migros sind eben so tief, dass es nicht kritisch ist. Aber ja, ich glaube, du musst schon recht viel essen, für dass es kritisch ist. Aber die Menge macht es aus. Die Menge macht es in dem Sinne aus. Bei mir ist es auch erst gerade so gewesen, apropos Zucker. Ich weiss gerade nicht mehr, ob ich schon darüber geredet habe, letztes oder vorletztes Mal. Also es ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall hat meine bessere Hälfte wieder mal Vermicell gemacht. Hat mir nachher einen Teller hergegeben. Überraschung, Überraschung. Und ich habe das Vermicell gegessen, beziehungsweise den ersten Bissen genommen. Und ich kann euch sagen, das war ein Zuckerschock, den ich noch nie hatte. Also nicht, dass voll gerade Insulin rausgespritzt, aber in meinem Mund ist wirklich ein heftiger Zuckerschock
Tirade losgegangen. So zuckerhaft habe ich, glaube ich, noch nie ein Gericht gefühlt. Und das ist ja auch bewiesen, dass wenn du länger keinen Zucker zu dir nimmst und irgendwann dann halt wieder Zucker konsumierst oder etwas Zuckerhaltiges, dass du das viel intensiver empfindest. Ich bin ehrlich zu euch, also irgendwo durch hat es mich gerade ein bisschen zurückgeschickt. Also es hat mir fast ein bisschen abgelöscht. Aber ich habe auf der anderen Seite gemerkt, so der Ausdruck Zucker ist ähnlich wie Kokain. Es macht abhängig. Es macht in dem Sinn gerade ein bisschen süchtig. Und so ist es auch bei mir gesehen. Also ich kann euch sagen, ich habe den Zuckerschock gerade gemerkt, habe aber weitergegessen. Ich habe nicht plötzlich gesagt, hey, jetzt muss ich aufhören. Nein, jetzt, du musst aufhören. Ich habe wirklich den Zuckerschock gerade gemerkt und habe gleich weitergegessen. So wie eben, als müsste ich das jetzt essen. Habe ich das aufgegessen, weil es eine rechte Portion war. Aber ich habe irgendwo dann gemerkt, ui, ich kann irgendwie so nicht hören. Noch einen. Nein, jetzt höre ich, aber dann habe ich gleich nochmal einen Biss genommen. Und das ist auch nicht nur bei den zuckerhaltigen Produkten so, sondern auch bei den fetthaltigen Produkten. Merkt man zum Beispiel auch öfters, wenn man irgendwo in den Gericht Fett hinzufügen. Also Fett in Form von Butter zum Beispiel. Also wenn du mit Butter kochen oder zum Beispiel auch mit einer Sauce oder sagen wir, du hast Steakwaren mit Sauce, für das Steakwaren nicht kleben, du hast noch Butter ein bisschen drunter mischen, heisst, du hast ein bisschen mehr Fett. Heisst natürlich, Fett ist ein Geschmacksträger. Automatisch hast du einen viel heftigeren Geschmack. Und das ist eben auch das Problem bei den fetthaltigen Produkten. Ich selber bin weniger so auf eben fetthaltige, also Fastfood ist gar nicht meins. Dürüm habe ich aber die noch gegessen, seitlich. Inzwischen auch schon nicht mehr so. Aber dort, beim Dürüm hat man zum Beispiel auch gemerkt, dass Joghurt, also ich habe Joghurtsauce grundsätzlich genommen. Beim Joghurt hat man natürlich auch gemerkt, schon der ist je nach Fettgehalt ein gewisser Geschmacksträger. Das heisst, dass der Geschmack vom Fleisch natürlich noch intensiver ist. Und früher war es natürlich auch so gewesen, oder beziehungsweise, was viele nicht wissen, in vielen Bäckereien wird je nachdem auch mit tierischem Fett halt gebacken oder hantiert, weil das einfach ein recht krasser Geschmacksträger ist. Also, ich kann dir sagen, wenn du ein Brötchen einfach auf Vollkornbasis isst, ist das bei weitem nicht der gleiche Geschmack, wie wenn man noch Geschmacksträger, eben wie Butter oder so, dazu gibt. Das ist einfach nicht das Gleiche. Und wenn du mal ein Gericht hast und das möchtest noch verbessern, dann kann in dem Sinn irgendwie Geschmacksträger wie Butter, Öl, weiss ich jetzt gerade nicht, aber eben Butter oder was ganz schlimm ist, was ganz, ganz schlimm wäre, Schweineschmalz. Also Schweineschmalz ist früher ein recht krasser Geschmacksträger gewesen, der öfters ist verwendet wurde. Ich glaube, die Traditionsbäckerei verwendet den immer noch. Ich weiss nicht, wie es heute ist. Ich frage mich ehrlich gesagt auch bei uns in der Bäckerei, ob dort auch Schweineschmalz ist benutzt worden, beziehungsweise ob dort nachher, je nachdem, ja nein, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute hier essen und sich nicht bewusst sind, was in dem Sinne dort drin ist. Ich meine, es ist eigentlich lustig. Es ist eigentlich amüsant, wenn man sich vorstellt, wie oft man früher Leute mit dem muslimischen Glauben hat bewitzelt, also ausgelacht, wenn sie hat gefragt, hey, ist da irgendwie etwas Schweinehaltiges drin, also ist da Schweinefett drin im einen oder anderen Produkt. Wenn man denkt, die Leute heute, sehr wahrscheinlich auch Leute, die dann zumal eben sie haben ausgelacht, heute je nachdem fragen, hey, ist das vegan? Ist in dem Sinn doch genau das Gleiche, oder? Man will in dem Sinn sicher sein, dass man das Richtige zu sich nimmt. Also das Richtige, das für sich aufgrund von seiner Einstellung passt oder aufgrund von seiner Religion. Das ist einfach so der Gedanke, der mir da gerade so ein bisschen durch den Kopf geht. Ich würde sagen, das wäre es schon wieder für die heutige Podcast-Folge. Heute wieder eine kleine kürzere. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, hast du heute wieder eingeschaltet. Abonniere gerne meinen Kanal. Abonniere gerne alles, was du kannst. Zum Beispiel auch ein gutes Heftchen. Ist immer wieder toll zu lesen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mittwoch. Macht's gut, bis dann. Tschüss zusammen. Euer Sam, Jimmy, ciao.
Zwergschnauze.